ich denn? Ich werde Miss Yvette sagen, ein Old Monkey ist gewesen da. Besser Pavian. Wunderschöne Flowers hat er mitgebracht. Und wenn sie wird fragen, wo sind sie? Ich werde sagen, sie sind zum Fenster hinausgefliegt. Geflogen. Yes, geflogen. Nein, das werden Sie nicht tun. Schauen, geflogen. Und wenn du hast noch einige Fragen, die fliegen hinterher out of the window. Das werden Sie nicht wagen. Oh, honey, du werden sehen, ich werde wagen. Come on, what's with you, huh? Was ist denn das für ein Lärm hier? No problems. Ein Oldtimer mit Blumenstrauß. Der war schon wieder hier? Habe ihn zum Fenster hinausgeschmeißt. Was denn, Oldtimer? What? No, den Strauß. Oldtimer ist lieber gegangen in die Tür. Und ich gehe jetzt auch bestellen eine Box für das Souper. Good evening. Evening. Ja. Ja, bitte. Was? Was? Wer ist unten? Einen Moment, bitte, einen Augenblick, ja? Yvette, komm schnell her. Himmels Willen, was ist denn passiert? Yvette, weißt du, wer unten ist? Nein, keine Ahnung. Dein Stiefvater. Was? Herr Anton Struve ist hier im Theater? Was mag der nur von dir wollen? Ist doch klar, er hat herausbekommen, dass Mama bei mir ist. Ja, aber der hat doch keine Ahnung, dass du die Tochter bist. Richtig? Ja, das ist ja merkwürdig. Na, er soll raufkommen. Ja, schicke ihn rauf. Danke. Aber deine Mutter ist im Nebenzimmer. Wollen wir ihr nicht lieber Bescheid sagen? Um Himmels Willen, die wird sich doch nur furchtbar aufregen. Geh hinein zu ihr und sorge dafür, dass sie uns nicht stört. Sag ihr, ich hätte eine wichtige geschäftliche Besprechung mit meinem Manager aus Amerika, ja? Ja, aber so kannst du ihn nicht empfangen. Ja, warum denn das nicht? Du hast doch gehört, wie er sich schon über das Bild in der Zeitschrift so aufgeregt hat. Also gut, dann zieh ich mich um. Na, warte. Gott zum Gruß. Wenn ich das sehe hier, unwahrscheinlich. Sag mal, Struve, willst du mir nicht endlich mal erklären, was du vorhast? Wieso? Wir kommen aus Simmerath als Delegierte zum Sittlichkeitskongress nach Köln und statt in der Vorversammlung fürs du mir nicht Varieté. Na, was soll das? Also ich hab mich ja glänzend amüsiert. Du hast dich amüsiert, na hör mal. Ja, du etwa nicht? Ich? Ich war empört. Hast du mir das nicht angesehen? Ja, Jan, Sie mir jetzt. Wieso? Zum Beispiel nach jeder Nummer von der schönen Yvette hast du wie verrückt applaudiert. Applaudiert, nennst du das? Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, und warum hast du dann dauernd Bravo, Bravo gerufen? Ich habe nicht Bravo gerufen, wie alle Leute Bravo rufen. Ich habe gesagt, Bravo, Bravo! So weit sind wir schon, dass Tänzerinnen halbnackt auf der Bühne herumtanzen. Ja, aber weggeguckt hast du auch nicht. Du hast Ja. den Lupen keinen Augenblick von den Augen genommen. Musst du doch sehen, wie weit die Unsittlichkeit geht, nicht Ja, wahr? schön. Nachdem du das noch weißt, warum willst du denn die Dame noch persönlich kennenlernen? Ich muss ihr meine Meinung sagen, ich muss ihr ins Gewissen reden, ich muss sie auf den Pfad der Tugend zurückführen. Ich bin der richtige Pfadfinder dafür geworden. Außerdem werde ich meine Tätigkeit von Simmerath nach Köln verlegen. Das bisschen Unsittlichkeit in Simmerath lohnt ja überhaupt gar nicht. Aber hier in Köln, da ist was los, da ist man direkt empört. Ja, da bin ich bloß mal gespannt, wie sie auf deine Bekehrungsversuche reagieren Mein werden. lieber Junge, das werde ich dir alles in 2 Stunden in der Versammlung erzählen. Auf Wiedersehen. Das ist gut. Auf Wiedersehen. Hör mal, du willst mich los sein. Gottes Willen, wie kommst du denn da drauf? Nein. Was die Damen zu sagen haben unter 4 Augen, verstehst du? Aber du als Geschäftsführer, du musst doch zuerst da sein in der Versammlung. Hast recht. Ne? Ich gehe. Gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Aber, Struf. Sag ihr unsere Meinung. Ja, vor allen Dingen deine. Du bist doch empört. Ja, und dich warne ich. Was dann? Das Pflaster der Großstadt ist schlüpferig. Nicht, dass du ausrutschst. Ich kann ja nicht ausrutschen. Warum nicht? Ich nehme ein Taxi. Dann zum Gruß, lieber Struf. Gott zum Los. Jetzt bist du aber weg. Jetzt bin ich weg und komme auch nicht wieder. Das ist gut. Gott sei Dank, dass der Kerl raus ist. Ein Glück, dass die Männer vom Sittlichkeit
Verein in Simmeren kleine Blödmänner sind. Die haben ja gar keine Ahnung, was das Leben bedeutet. Da muss man doch mal rangehen. Wie sehe ich denn aus? Gut, sehr schön, alles prima. Hier, eine Blume müsste ich haben. Eine Blume. Und da ist schon was. Mal sehen. Die geht. So, das ist gut. Haha, jetzt kannst du kommen. Puppchen, du bist mein Augenschein. Puppchen. Aber ich brauchte einen Blumenstrauß, den müsste ich haben. Konkurrenz. Wer ist denn das schon wieder? Der hat ja Blumen. Hoho. Die nehme ich, stimm ab. Ja, erlauben Sie Mann, Herr, was machen Sie denn überhaupt hier? Ich hatte die Absicht. Ja, das kann ich mir denken, die Absicht. Sagen Sie mal, ich bitte Sie, mit welchem Recht kommen Sie denn überhaupt hierher? Lieber Mann, wenn man so aussieht wie Sie, stellt man doch gerne Tänzerin nach. Ja, nehmen Sie mal die Blumen her. Also erlauben Sie mal. Nein, das erlaube ich gar nicht. Sie, Mann, lieber Mann, Sie machen sich ja lächerlich, wie Sie aussehen. Sie alter Nussknacker. Sagten Sie etwa Nuss? Nuss und Knacker, wenn Sie wollen, ja? Unverschämtheit. Jawohl, du knackern Sie jetzt schnell, ja? Raus, sowas. Gott sei Dank, der Kerl ist verrückt. Blumen kann ich selber gut brauchen. Mal sehen, alles in Ordnung jetzt wieder? So. Oh, Verzeihen Sie, mein Herr, wenn ich Sie so lange warten ließ. Mein Gott, die sieht hier aus wie von der Heilsarmee. Darf ich fragen, was Sie zu mir führt, Herr Struve? Ja, meine Gnädigste, das ist gar nicht so einfach. Sehen Sie mal hier, ich habe hier das Bild, die Zeitschrift Frau vom Welt, das sind Sie doch. Allerdings? Als ich das gesehen Da habe. waren Sie sehr empört. Warum denn? Ja, nun, wegen meiner mangelhaften Bekleidung, aber es bringt leider mein Beruf so mit Ist das sich. wahr? Wie Sie sehen, bin ich außerhalb der Bühne eine ganz andere. Ja, das fällt mir auch auf. Ich lebe ganz zurückgezogen, nur meiner Kunst. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie können sich denken, dass die Versuchung gar oft an mich herantritt. Aber allen Lockungen von Seiten der Männer habe ich bis heute widerstanden. Je, so ein Reinfall ist ja wohl nicht. Bitte? Ich würde sagen, so ein Reinfall, der sich da was anderes bei denkt. Aber meine Nächste, wenn man sie so auf der Bühne sieht, ich verstehe das gar Sie nicht. haben mich tanzen sehen? Na ja, heute Abend. Sie gehen ins Varieté? Ja, haben Sie mich in der Loge gesehen? Ich war begeistert. Applaudiert habe ich so. Die waren wunderbar. Sie waren gar nicht entrüstet? Warum soll ich denn entrüstet sein? Ja, nun, als Libelle zum Beispiel habe ich ein bisschen wenig an. Haha, meine Nächste, bei uns in Simmerath, da haben die Libellen aber ja nichts an. Also ich bin ja sprachlos. Wieso Also von denn? Ihnen habe ich mir ein ganz anderes Bild gemacht. Von mir ein anderes Bild. Moment, Sie kannten mich doch gar nicht. Nein, aber als ich so zur Tür hereinkam und Ja. Sie vor mir standen, da dachte ich mir, das ist ganz eine hervorragende Persönlichkeit. Stadtrat. Genau das ist es, das stimmt, meine Geliebte. Ein Mann von strengen moralischen Grundsätzen. Richtig. So der Oberbonze eines Sittlichkeitsvereins. Wie Sie das erraten haben, bei uns in Simmerath bin ich sowas wie eine Tugendkanone, ja. Aber wenn ich dann so auf der Eisenbahn sitze und das traurige Netz hinter mir habe, kommen dann in eine Großstadt wie Köln, die abends mal aus ins Varieté, die vielen Menschen, die Musik, die Lustigkeit, auf dem Tisch eine Pulle Champagner und dann kommt sowas auf die Bühne getanzt, sowas Zauberhaftes, sowas Leckeres, sowas Molliges wie Sie und da sind meine Grundsätze ins Wanken gekommen. Da habe ich gedacht, aus Strube, die Frau musst du kennenlernen. Voilà, und da bin ich. Also deshalb sind Sie hergekommen. Sind Sie mir böse? Oh nein, im Gegenteil. Wieso? Sie glauben ja gar nicht, wie ich mich freue, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ist wahr? Ich könnte mich kugeln vor Lachen. Ja, aber Sie lachen mich ja aus. Oh nein, durchaus nicht. Ich habe doch volles Verständnis für das, was Sie mir vorhin gesagt haben. Ja. Aber bitte sehr, nehmen Sie doch Platz. Neben Ihnen? Oh, das war eine Ehre. Danke schön. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie denn? Es gibt doch für Kinder ein Spielzeug. Ja. So ein kleiner viereckiger Kasten, in dem ein Teufel steckt, der gerne raus möchte, aber nicht kann, da ein Deckel seinen Kopf gewaltsam niederdrückt. Wenn man aber auf einen kleinen Knopf drückt, dann springt der Deckel auf und der Teufel hopst heraus. Und dann denken Sie, ich bin so ein kleiner Teufel, was? Ja, genauso sitzen Sie in Ihren dunklen vier Wänden ohne Licht und Sonne, umgeben von Spießer und Muckertum. Mit einem Deckel auf dem Kopf, was? Aber man braucht nur auf einen kleinen Knopf zu drücken. Und schon kommt er zum Vorschein. Der wahre Jakob. Jawohl, Sie haben recht. Und wer hat bei mir auf den Knopf gedrückt? Wer, meine Gnädigste?
dass wir gerade vom Knopf sprechen. Sie sind so zugeknöpft. Oh. So zugeknöpft? Bin ich ansonsten gar nicht. Donnerwetter, ist ja toll.